Herzlich willkommen beim Podcast Lauch und Locker. Der Podcast, in dem durch spezielle Formulierungen und schlechte Fragen grossartige Unterhaltungen und viel Verwirrung entstehen. Steckt euch mit Ohrenschmalz verschmierten Kopfhörer in eure tauben Ohren, legt euch auf euer seit 3 Wochen nicht frisch gemachtes Bett und klatscht laut in die Hände. Denn da sind wir, die unlustigen Lustigen, die Google-Nutzer und möchtegern Fameboys. Das sind wir, die Hosts von Lauch und Locker, der Joshua Bricker und der Raoul Marin Arnett. 12. Folge, Lauch und Locker. Moin! Draussen ist es neblig und wir, oder zumindest ich bin gerade aufgestanden und wir nehmen jetzt Lauch und Locker auf. Ich habe noch da so eine Tasse Pfefferminztee in der Hand, damit meine Stimme auch schön geölt wird. Moin Raul. Morgen. Morgen. Ja, im Gegensatz zu dir habe ich nichts in der Hand. Die letzten paar Mal, als ich das gemacht habe, ist es nicht so gut gekommen. Dann, ja, hat man es immer gehört, wie ich irgendwie mit irgendwelchen Bändeli oder, Ich weiss, es war glaube ich irgendein Schlüssel gewesen oder so. Irgendein Schlüssel gewesen, wenn ich dann eine halbe Stunde nachher konnte das Zeug rausschneiden, weil es so laut war, dass ich nicht mal ein neues Gates hätte runterbringen können. Nein, erzähl mal etwas, wie geht's dir? Ja, ziemlich unverändert. Immer noch die gleiche Beschwerde wie letztes Mal. Homeschooling halt. Ja, so keinen Überblick haben. Das ist, glaube ich, das Mühsamste am Ganzen. Ja, was läuft bei dir so? Ja, aber gleich viel hören, dass ich eben nur die Hälfte von diesen Aufträgen gelöst habe, die du gelöst hast. Ja, also ich habe einen Auftrag mehr gelöst, wenn überhaupt, bis jetzt wie du. Also. Ja, ich weiss es nicht. Ich weiss es aber nicht, ich habe auch keinen Überblick. Und bin pretty much zu faul für alles. Ja, same. Gut, wobei ich muss sagen, teils Fächer habe ich sogar noch gern gemacht. Also Chemie zum Beispiel habe ich wie Freude bekommen dran. Oder Biologie, das muss ich zwar noch machen, aber das mache ich meistens noch gern. Auch allein. Also so die Blätter durchgehen, lesen, verstehen, Fragen beantworten, so, das steht nicht so ein Ding. Halt in den Naturwissenschaften, abgesehen von Physik. Physik mache ich. Ich habe Physik literally noch nie gemacht. Ich auch nicht. Noch nie. Jetzt im Homeschooling kein einziges Mal. Nein. Ich bin zwar Ich nicht has auch- stolz drauf, aber es ist so. Ja, mich juckt es nicht. Weil das wäre Zeitverschwendung. Also halt wirklich. Ja, so kann man es sagen. Also ich meine, ich habe mir zwar vorgenommen, von Anfang an probieren dabei zu sein bei einem neuen Thema, dass ich einfach wirklich rauskomme und nicht nachher irgendwie nochmal muss gross lernen oder so. Das habe ich jetzt können machen in ein paar Fächer, wie jetzt eben zum Beispiel Chemie, wieder, hihi. Hihi. Aber das ist auch, es ist halt, ich meine, Chemie, das sind halt Sachen, die du mit Text ausdrücken kannst und verstehen. Aber in Physik geht das nicht. Weil dann sagen sie ihnen etwas von wegen, die und die Zahl muss wegen dem und dem mit dieser Zahl irgendwie geteilt durchgerechnet werden, was ich doch nicht was alles. Und das kannst du ja nicht lesen. Also weißt du, das ist so zum Selbststudium total mühsam. Genau Also wie nee, Mathe. also ich bin jetzt Oh. irgendwie. Hey, wir haben dort einfach übernächste Woche diesen scheiß Mathe-Test, Junge. Das, Der wird uns so hops ich nicht. habe echt keine Hoffnung, ich begreife das Thema null. Ja, same. Das wird richtig schlimm, Mann. Oh. Ich habe das Thema in der Pets schon nie verstanden. Ich auch nicht. Stochastische Wahrscheinlichkeitsrechnung und Binominalkoeffizient. Kollege, das wird so übel. Das wird richtig weh machen. Also ganz ehrlich, ich letztes Jahr voll gute Mathe-Schnitt gehabt, aber dieses Jahr habe ich nicht so den Glauben dran. Er ist schon mit der letzten Prüfung runtergegangen, aber jetzt mit stochastischer Wahrscheinlichkeitsrechnen, Junge, nein. Ja. Nein, auf das nehme ich mal einen Schluck. Es wird einfach schüch kritisch. Aber teils Aufträge, finde ich, sie wirken immer hure kritisch, wie jetzt eben zum Beispiel der englische Auftrag, weil dort musst du einen Film schauen, der über 2 Stunden lang ist. Also 2 Stunden und 4 Minuten. Er heisst Invictus. Vielleicht kennt man ja jemanden, das ist mit dem Morgan Freeman und dem Matt Damon, die mitspielen. Und es geht halt eben um Südafrika und all das Zeugs da. Und am Anfang habe ich gedacht, Scheiße. Oder das wird jetzt irgendwie hure langweilig, weiß ich doch nicht was, aber der Film war wirklich hure geil gewesen. Also du musst ihn eigentlich nur bis in die Hälfte schauen, um die Fragen zu beantworten, alle. Aber ich habe ihn freiwillig dann noch fertig geschaut.
Wow. Ja, wow. Amazing. Was? Amazing. Amazing, yes. It's an amazing Film. It's an amazing Film. Aber da frage ich mich halt wirklich, ob die Leute wirklich so gut gewesen sind. Also ich meine, Nelson Mandela, er ist logischerweise sehr gut gewesen. Und halt auch wichtig, aber er wird dort als totaler Engel dargestellt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er das ist. Aber da bin Um was geht es eigentlich im Film? Ich habe noch gar noch nicht geschaut. Also es geht darum, wie der Nelson Mandela kommt gerade aus dem Gefängnis raus und kommt, keine Ahnung, nicht ins Weiße Haus, aber ins Weiße Haus halt, wo er sein Ding hat. Sein Büro, ja. Mhm. Und du siehst eigentlich am Anfang, wie auf der einen Seite sind Springboks, das ist so ein Rugby-Team, wo einfach die Weißen dort voll feiern. Aber für die anderen, die diskriminiert werden, ist das einfach so ein Ding, wo zeigt, das sind die uns unterdrücken. Wegen dem tun die immer gegen die eigentlich jubeln. Und ganz am Anfang siehst du, wie der Mandela in einem Polizeiauto rausgefahren wird, oder? Und auf der einen Seite hast du all die, die diskriminiert werden, und auf der anderen Seite alle Weißen. Und du siehst, wie die Weißen alle enttäuscht sind, dass er rauskommt, und die anderen voll am Rumjubeln. Und da geht es eigentlich darum, wie er probiert, alle zusammenzubringen. Also nicht, dass es jetzt die Weißen irgendwie das Gefühl haben, von wegen, okay, wir haben verloren, jetzt geht es abwärts mit unserem Land und wir werden einfach nichts mehr haben. Uns wird es jetzt scheiße gehen, weißt du, so wie es halt den anderen gegangen ist bis dorthin. Ja. Und das tut er unter anderem mit dem Rugby-Team eben erreichen, indem er dafür sorgt, dass nicht nur für eine Seite das Rugby-Team auch wirklich das Rugby-Team vom Land ist, wenn das jetzt Sinn ergeben hat, sondern wirklich für beide, also dass beide eigentlich mitfeiern können mit dem. Es geht eigentlich darum, wie er das erreicht hat. Ja. Und es war eigentlich noch verdammt spannend gewesen, aber ich bin zuerst eben skeptisch gewesen, weil es Rugby drin hatte, und sobald es irgendwie einen Sportart hat im Film, interessiert es mich nur noch halb so fest. Ja, das ist, ja, same. Aber das ist dort zum Glück noch gegangen. Ausser, ganz ehrlich, die wilden Kerle. Alter, das sind noch wilde Zeiten gewesen. Fußball, die wilden Kerle. Alle durchgeschaut habe ich. Hast du ja geschaut? Ja, ich habe die auch alle gesehen, obwohl ich Fußball hasse. Alter. Wild. Ja, ich hasse Fußball auch. Ich hasse es. Ich hasse es nicht. Ich kann es nicht und ich hasse es, aber irgendwie die wilden Kerle, die sind einfach Legende gewesen. Aber wenn wir schon mal beim Thema Film sind, ich habe letztes Mal schon über den Film reden, und zwar habe ich einen Film auf Netflix geschaut, wo unbedingt alle schauen müssen, die sich für Real-Life-Film, also so nach 100% wahren Stories interessieren. Und noch mehr für die sich so für Terroranschläge und Kriminalität interessieren. Und zwar 22nd July heisst der Film. Unfassbar krank. Und zwar ist der nach einem Anschlag in Norwegen 2011. Und zwar jetzt dort, ich sage jetzt den Namen von dem Terrorist nicht, weil er ist nämlich so einer, wenn man den Film schaut, wird auch ein bisschen psychologisch mehr auf das drauf eingehen. Er will, dass man seinen Namen nennt und nein, sorry. Du stellst dich quer. Ja, auch wenn er den Podcast nie will sehen, aber ich wollte ihm das trotzdem nicht gönnen. Es ist 2011, also gar nicht mal so lange her. Der Film ist mega neu. Und zwar ist der Mann, der den Anschlag gemacht hat. Also ich muss von vorne anfangen. Also an dem Tag sind sehr viele Menschen gestorben von einem Mann. Und zwar hat es dort in Norwegen die Insel Utøya. Ich spreche es nicht ganz richtig aus, weil ich kein Norwegisch kann, aber die Insel ist übrigens auch, der Film ist auf der genau an der Originalplatz, wo es passiert ist, gedreht worden, was ziemlich krass ist. Und auf jeden Fall auf dieser Insel, das ist, dort hat es so einen See dazwischen und dann man kommt nur mit den Fähren auf die Insel. Und auf dieser Insel hat es jedes Jahr, das ist wirklich das Highlight in ganz Norwegen, ein Camp für Kinder, das sind so meistens so um die 400, 500, 600 Kinder auf dem Lager, das ist so ein riesen Lager, ein Zeltlager, wo es so ein bisschen politische Debatten gibt, Kinder können sich politisch weiterbilden, es werden aber natürlich auch ganz normale Spiele gemacht, also es ist einfach eine mega, mega geile Zeit, halt wirklich einfach so die beste, ein riesen Klassenlager. Und viele Eltern von diesen Kindern, die dort sind, arbeiten halt bei
ich sage das nicht, das sagt man glaube ich nur in Harry Potter, beim Ministerium halt, also im Haus vom Ministerpräsident. Und der Mann ist hochintelligent gewesen, wie ja die meisten Terroranschläge leider. Und als erstes hat er hat sich als Polizist verkleidet, hat auch irgendwoher eine Polizei-ID können anfertigen. Und dann hat er sich als Polizist verkleidet und ist quasi mit einem Polizeiauto vor das Gebäude vom Ministerpräsidenten gefahren, wo eine riesige Autobombe drin war. Mit einer Zündschnur hat die angezündet und dann ist er aus dem Auto ausgestiegen und ist zu einem anderen Auto gelaufen, mit dem er dann Richtung die Insel Utøya gegangen ist. So, und dann irgendwie, ich kann es nicht genau die Zeit sagen, ist dann halt die Autobombe explodiert und hat das ganze Gebäude vom Ministerpräsidenten, beziehungsweise in der Nähe vom Ministerpräsidenten bis ganz rauf, das war ein Hochhaus, das Auto ist unten gestanden, bis ganz rauf eigentlich alles zerfickt. Also es hat wirklich die ganze Wand zersplittert. Ja, das war eine riesige Bombe gewesen. Und ja, dann ist natürlich eigentlich so gut wie jeder Polizist und jede Polizeiwache ist dann bei dem Anschlag dort gewesen. Und genau das hat sich dann der Mann zum Nutzen gemacht und ist mit dem Auto zu der Insel Utøya gefahren. Und die haben dort die Fähre abgestellt und haben auch, also die haben so 2 Sicherheitsmänner dort auf dieser Insel. Im Film ist nur einer, aber ich habe ein bisschen recherchiert und dort hat es geheißen, es sind 2 Sicherheitsmänner gewesen und noch die Leiterin vom Lager. Die haben gesagt, das ist uns zu heikel, wir haben da Angst, dass da irgendein Anschlag auf unserer Insel passiert oder dass da irgendjemand zu uns kommt. Wir tun die Fähren abstellen, sprich, dass halt niemand mehr überkommt, weil wie gesagt, man kommt nur mit den Fähren über. So, jetzt kommt der Mann dort aber in SEK-Kleidung, also mit der richtigen Polizeikleidung, steht er vorne bei der Fähre und kommt aus dem Auto raus, begrüßt was ist das, irgendwie der Hafenmeister oder der Fährenmeister oder irgendjemand, der dort halt steht, sagt, ja, ey, ich bin Polizist, ich bin da, damit ich auf ihre Kinder aufpassen kann, ich müsste auf die Insel übergehen und dann ist der Typ ein bisschen skeptisch und fragt, ja, wieso nur einen? Und dann sagt der Mann halt, ja, weil eigentlich so gut wie jeder Polizist beim Anschlag in Oslo ist. Und deswegen haben sie mich jetzt geschickt, dann holt er seine 2 Koffer, dann wird gefragt, was ist da drin und er sagt, ja, Waffen. Sagen es gut und dann funken sie schnell zu den anderen über und dann kommt auch schon gleich die Fähre mit der Lagerleiterin über. Und dann steigt der Mann mit dem Koffer und mit dem einen Sicherheitsmann, der dort glaub, gestanden ist, ein Sicherheitsmann gewesen, auf die Fähre und fahren über. Auf der Insel fällt dann natürlich dem einen Sicherheitsmann relativ schnell auf, das ist eigentlich nicht normal, dass da nur ein Polizist auf die Insel geschickt wird. Und dann fragt er mal so ganz nebenbei so für seine Idee. Und das ist dann der Moment, wo der Mann seine Pistole zieht, die 2 Sicherheitsmänner und dann die Lagerleiterin brutal erschießt. Zuerst in die Brust und wo sie auf dem Boden liegen, noch ein paar Mal in den Kopf, um sicher zu gehen, dass sie sicher tot ist. Dann nimmt er seinen Koffer vor, nimmt eine halbautomatische M16 raus mit mehreren Magazinen und fährt an, auf die Kinder zu schiessen. Die Kinder rennen weg in Panik, was im Film übrigens extrem krass dargestellt ist. Der Film geht eigentlich am Anfang direkt schon mit dem Anschlag, fährt er eigentlich direkt an. Und dann während dem Film wird wie so mehr so auf die Familie von diesen Kindern eingegangen und auch auf die Gerichtsverhandlung von dem Typ. Damit man so ein bisschen, es ist ein sehr psychologischer Film, würde ich jetzt behaupten, weil er zeigt quasi so, wie die Familie, wo ein Kind, wo halt Geschwister die sind, zum Beispiel, wo ein Kind verloren haben oder wo ein Kind schwer verletzt ist und so, wie die halt mit dem umgegangen ist und wie die sich wieder zurück ins Leben kämpfen. Auf jeden Fall habe ich, nachdem ich den Film geschaut habe, bin ich nicht so richtig mit dem klargekommen. Also ich habe es mega geil gefunden, ich habe es mega eindrücklich gefunden. Man kann irgendwie noch mehr darüber herausfinden und habe dann noch ein bisschen recherchiert und habe original Fernsehreportage oder Fernsehbericht von dem Film geschaut. Und dort haben sie dann nach dem Anschlag einen interviewt, also das Kind, das dort war, und das hat dann so beschrieben, dass zum Beispiel sich viele Kinder in den Zeltern versteckt haben. Und er hat dann geschaut, welche Zelter zu sind, hat sie aufgemacht und hat einfach reingeschossen. An dem Tag sind 77 Kinder gestorben, was unfassbar ist.
Und ja, im Film ist das wirklich mega krass dargestellt. Und was natürlich das Problem ist, was auch in den Fernsehbericht gesagt haben, der Typ ist als Polizist verkleidet gewesen. Und die Kinder sind einfach mal gerannt, weil sie Schüsse gehört haben. Und ein paar, weil sie auch gesehen haben, wie Kinder umfliegen und halt, ja, erschossen werden. Aber viele von diesen Kindern haben den Attentäter gar nicht gesehen. So, und dann haben sich zum Beispiel ein paar Kinder im Haupthaus, also im Essenssaal, eigentlich verschanzt, schauen raus und dann taucht dort plötzlich ein Polizist auf, der ihnen sagt, ja, wir haben hier einen Attentäter, bleibt unter den Fenstern, wir holen euch jetzt raus. Dann geht er in das Zimmer rein, zieht eine Waffe und sagt, ihr werdet dort alle sterben und er schiesst ein Kind nach dem anderen, das dort am Boden sitzt, um sich vor dem Attentäter zu schützen. Er hat quasi wie sich als Polizist können als Masche brauchen, um die Kinder immer wieder aus dem Versteck rauszuziehen. Das hat man in der Podcast-Folge Mordlust 53, dort war der Fall auch schon da gewesen. Und auch in den Fernsehberichten haben sie das wirklich gesagt, das ist das Problem von dem Attentat. Deswegen sind so viele Kinder gestorben, weil er einfach als Polizist, viele haben ihn nicht gesehen und dann hätte er immer wieder können sagen, ich bin von der Polizei, ich können alle rauskommen und was dann rausgekommen sind und die Kinder irgendwann mal misstrauisch geworden sind, dann hätte er irgendwie wieder 20 Kinder können versammeln und hat dann wieder auf sie können schiessen und immer weiter und so hat es halt wirklich geschafft, dass wahnsinnig viele Kinder tot sind und im Film wird besonders auf eine Familie eingegangen und zwar, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht mehr von dem Dude, auf jeden Fall sind dort 2 Brüder gewesen, und der eine Bruder ist von ihm 5-mal angeschossen worden. Eine Kugel in den Kopf, eine in die Schulter, eine ins Bein und einen irgendwie ins Arm und der andere irgendwo so schauen. Das haben sie nicht im Film genau gesagt. Uff. Aber du Und sagst angeschossen. Ja, angeschossen, ja, er ist nicht gestorben. Okay. Er ist irgendwie, das im Kopf ist so, und das hure Glückssache gewesen. Es ist so, zwar schon reingegangen, aber es ist nicht ins Gehirn rein, sondern es ist irgendwie an der Seite so stecken geblieben und so und hat dann dort rumgesplittert. Aber ja, er ist wirklich verdammt knapp am Tod vorbei und sie zeigen dann quasi wie im Film sehr genau, wie sich so der Bub wieder versucht, ins Leben zurückzukämpfen oder sich ins Leben zurückkämpft. Also der kommt raus, kann erstmal nicht laufen. Das ist sehr kritisch, weil sie können nicht alle Splitter aus dem Hirn entfernen und es kann sein, dass er jederzeit stirbt, wenn er irgendeine falsche Bewegung macht oder wenn er wütend wird oder wenn er umgeht und dann halt sein Gehirn ein bisschen wackelt. Und einfach wie er mit dieser Gefahr und mit der Rehabilitation umgeht, zeigen sehr im Film und nachher noch Gerichtsverhandlung, um zu zeigen, wie psychisch krank der Typ war. Also sie im Film benutzen sehr viele Zitate vom Originaltäter und eins von denen ist zum Beispiel, der Typ hat einen Schrammen am Finger gehabt, wo er sich von der Polizei verhaften und wo er dann vom Polizeipräsidium mit dieser Schramme sitzt, dann hat er so etwas gesagt, wie, ich kann es nicht genau zitieren, aber im Film zitiert sie es, darf ich bitte meinen Finger verarztet haben, wo ich habe es auf Englisch geguckt, when someone's skull shattered, habe ich meinen Finger verletzt. Wo einer sein Schädel zersplittert ist mir ein Knochensplit auf den Finger und jetzt ist mein Finger verletzt, ich würde dann gerne ein Pflaster haben. Also so psychisch krank war der Typ gewesen. Und sein Grund für den Anschlag war quasi gewesen, dass der behauptet hat, die Kinder, die dort sind Gefahr für unsere Zukunft, weil die politisch gebildet werden und dann unsere Welt in den Untergang bringen. Und deswegen hätte die möglichst schnell eliminieren. Und im Film wie auch im echten Leben hat er auch gesagt, schauen Sie einfach, dass ich nicht rauskomme, weil sobald ich rauskomme, werde ich es noch einmal machen. Also ja. Das ist eine klare Ansage immerhin. Also ich nehme jetzt mal an, der ist entweder schon tot oder wirklich noch im Gefängnis. Er ist noch im Gefängnis, der Fall ist ja von 2011, also das ist 9 Jahre jetzt her, also nein, 10 Jahre jetzt her. Sie haben ihn für sie haben eine spezielle Verurteilung für den gemacht, und zwar lebenslang, weil ja zumindest jetzt in der Schweiz nur 25 Jahre. Es ist ja nicht wie in Amerika, dass du wirklich so ziemlich lebenslang drin bist, sondern lebenslang ist also einfach ein Überbegriff für ein sehr langes Sitzdatum. Ja. Und sie haben ihn dann quasi so verurteilt, dass er wirklich nicht rauskommt. Und so haben sie gesagt, er wird so lange verurteilt, solange er eine Gefahr für unsere Welt darstellt. Und da er die Aussage gemacht hat, schauen sie, dass ich nicht rauskomme, sonst mache ich es noch einmal, wird er so ziemlich für immer im Gefängnis sein. Und wenn er nicht im Gefängnis sein wird er in irgendeiner geschlossenen Anstalt sein. Okay. Also ich denke mal, so schnell wird der Typ nicht rauskommen. Das finde ich gut. Ja. Also, keine Ahnung, ich weiss nicht, irgendjemand hat mir das mal erzählt, vielleicht bist ja sogar du das gewesen.
Ja, ja, gut, du hast einfach das Gefängnis-Doku-Zeugs da geschaut, auf Netflix. Kindermörder leben ja meistens nicht so lange im Gefängnis. Mhm. Also die werden ja ziemlich Diskriminiert schnell und und häufig ja, ja, abgemacht. Also eigentlich ist es ja. überraschend, dass der noch lebt. Nicht das, gut, wahrscheinlich ist er auch eher isoliert. Er ist Einzelhaft, ja, das habe ich vergessen zu erwähnen. Also er ist ganzes Leben lang ist er in Einzelhaft. Ja, Ich glaube, sie haben auch Angst, dass er halt, weil er ist so fucking intelligent, der Typ. Was man im Film merkt, was man aber auch im richtigen Leben, wenn man so ein paar Dokus liest, der hat das so gut vorbereitet, der hat alles durchdacht, an alles denkt und also eben das Attentat hat perfekt funktioniert, leider. Das ist wirklich ein hochintelligenter Typ, das merkt man im Film halt so an seiner Formulierungsweise, an seiner Dreistigkeit, an seiner Art und Weise, wie er vor Gericht steht. Selbstsicher, selbstbewusst und alles einbildet, er hat nichts falsch gemacht, er hat die Welt vor etwas gerettet. Wobei das jetzt eher wieder seine psychische Krankheit irgendwie definiert. Aber ja, er ist wirklich sehr intelligent und sie haben, glaube ich, Angst, dass wenn er nicht in Einzelhaft wäre, dass er vielleicht so seine Ideologie an andere Menschen weitergeben würde. Und das wäre natürlich eine ziemliche Gefahr. Ich glaube, deswegen tun sie ihn einfach in Einzelhaft. Und natürlich, weil es für ihn dann auch gar nicht scheißiger ist. Mhm. Aber ja. Ja gut, I mean. Hoch. Also ja, den Film solltet ihr wirklich alle schauen. Er ist FSK 16, natürlich einfach wegen dem Anschlag, weil der Anschlag ist wirklich mega krass gefilmt, also von der Kamerawinkel, von der Kameraeinstellung her mega, mega, mega gut. Du hast wirklich selber so ein bisschen Angst, weil die Kamera geht grundsätzlich so mit den Kindern, ist grundsätzlich auf der Seite von der Kinder, oder tendiert zumindest auf der Seite von der Kinder zu sein. Und man hat quasi wie so, man fühlt die Angst von diesen Kindern einfach enorm gut. Erstens, weil sie es extrem gut gespielt haben. Und zweitens, weil man einfach, eben die Kamera rennt mit denen mit und man hört selber, man sieht quasi das Ganze aus der Perspektive der Kinder. Und dann sieht man selber, wie links plötzlich ein Kind umgeht mit einem roten Fleck auf der Schulter. Oder man hört, wie die Schüsse neben einem einschlagen und man hört die ganzen Schrei und dann hört man einen Schrei und der wird von einem Schuss dann verstummt und so. Und wie sie sich dann irgendwo verstecken und du einfach die Kinder siehst und die Schritte von dem Attentäter hörst. Das ist einfach wirklich mega, mega krass. Also es ist mega gut gemacht. Kann ich wirklich jedem empfehlen. Geht 2 Stunden und 30 Minuten, glaube ich, der Film, also auch relativ lang. Aber es lohnt sich wirklich, also man denkt lange nachher drüber nach. Uff, ja, das wirkt fast schon so ein bisschen Schulschiesserei-mässig. Also wenn du weißt, was ich meine. Ja. So, sorry, ich musste schnell etwas nehmen. Also ich meine, so Schulschiesserei zum Beispiel, also ich habe jetzt irgendwie so wirklich ein Beispiel zur Schulschiesserei. Ich meine, mit dem Ding, Terroranschlag, das ist ja schon heavy. Mhm. Also, ich meine, du bist geschädigt danach, auch als Kind. Ja. Also vor allem als Kind, müsste man vielleicht sogar sagen. Gut, Ja. also wie alt muss man sich die Kinder vorstellen? Also wirklich Kind. In unserem Alter. Uff. Sind Jugendliche zwischen, glaube 14 und ich muss ganz schnell schauen, was für ein Alter auf der Insel sind. Aber nein, also im Film sind es, glaube 17. Also noch nicht erwachsen sind, also wirklich. Also Kinder, ja, Teenies, Jugendliche. Okay. Gut, ich meine, das ist ja auch schon heavy. Es ist so oder so absolut beschissen. Well, that's dark. Nein, aber Kindermörder, keine Ahnung. Also ich schaue ja mega gerne so, auch so echte Mordfallsachen, Zeugs und so. Und ich meine, das ist ja nicht ein neues Konzept oder so, das hat es ja schon früher gegeben. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, Jeanne d'Arc ist der Begriff. Mhm. Ist die Nationalheldin von Frankreich. Mhm. Sie hat ja ein Gefolge gehabt. Und davon ist einer zum Beispiel Gilles de Rais gewesen. Das ist, der ist leider in die Geschichte gegangen, weil er schlussendlich ein Kindermörder geworden ist. Und zwar, so, nachdem sie ist ja verbrannt worden auf dem Scheiterhaufen, der ist er wahnsinnig geworden, weil er hat sie total vergöttert gehabt irgendwie. Und er hat, sie sind ja starkgläubig gewesen, logischerweise. Ich meine, sie ist ja eine Heilige. Mhm. Und, ja, also er hat den Glauben wie verloren gehabt, weil er das Gefühl hatte, das kann nicht recht sein, Gott würde das nie machen, was ich doch nicht was alles.
Und er hat das Gefühl gehabt, so etwas wie ein Gott gibt es gar nicht. Und er wird es beweisen, indem er so schlimm sündigt, wie er nur kann. Und das hat er gemacht, indem er in Anführungsstrichen Schlusszeichen Dämonen beschworen hat. Indem er Kinderopfer gebracht hat. Also dann hat er die wirklich brutal gefoltert, ich glaube sogar teils vergewaltigt. Und alle Adligen ringsum haben nichts gemacht gehabt. Weil er ist ja halt immer noch ein Adliger gewesen und sehr hoch angesehen. Das heisst, er hat einfach für Jahre lang können morden, bis sie sein Geld haben gebraucht haben. So. Das finde ich schon hure krank. Das ist schon komplett krank. Ich finde generell so Crime-Stories und so Real Crime finde ich einfach richtig geil. Und ich muss noch etwas zu dem Film dazu sagen. Der hat noch ein 1500 Seiten umfassendes Dokument veröffentlicht, ein Manifest, wo er versucht hat zu rechtfertigen, wieso er das Massaker gemacht hat. Und das Massaker hat 90 Minuten lang gedauert, Alter. 90 Minuten lang sind die Kinder von dem weggerannt. Und immer wieder rausgekommen und immer wieder gestorben. Junge, stell dir das vor, Alter, du bist auf der Insel, musst 90 Minuten von so einem Psycho abhauen. Wie haben sie eigentlich gemerkt, dass auf der Insel nicht mehr gut ist? Also, ich nehme an... Die Kinder, die dort sind, haben ihre Eltern angerufen. Und die haben die Polizei informiert. Und dann ist dann nach langer Fahrt, ich meine von Oslo bis zu der Insel, es ist 45 Minuten Fahrt, ist dann halt mal irgendwie, ich weiß nicht, wenn die gekommen sind, eben nach 90 Minuten ist dann halt endlich mal das SEK-Team dann auf die Insel gekommen. Und er hat sich dann widerstandslos festgelassen und hat dann am zweiten Tag auf der Polizeiwache sofort gestanden. Okay. Ich meine, das ist schon... Was heavy. auch noch krank ist, vor der Polizei sind einfach Pressehubschrauber da gewesen. Das Also ist die sind früher da gewesen wie die Polizei, weil, ja. Also da würde man denken, sie würden, wenn sie auf einer Insel sind, würden sie die schnellste Möglichkeit wie auch immer nehmen. Auch wenn es nicht viel auf einmal kann schicken und dann würdest du mit dem Helikopter jetzt eben zum Beispiel. Aber, also, weißt du, was ich meine? Also ja, logischerweise, ich meine, dich regt es ja eben auch auf. Ja. Das finde ich jetzt total krank. Es ist halt Presse, oder? Aber dank diesen Pressebildern hat man halt viele Beweisbilder können filmen, weil man auf diesen Film halt gesehen hat, wie der gewisse Mann halt auf die Kinder schiesst noch. Ja, ich meine, für die Presse ist das halt einfach Geld schlussendlich. Für die Presse ist das erstens viel Geld, aber schlussendlich hat es halt auch wirklich, selbst wenn der Typ nicht gestanden hätte, die wäre einfach am Arsch gewesen, weil man hat einfach Beweismaterial gehabt. So, meine ich, weißt so. Aber ja, natürlich. Und im Film, das ist einfach so eine brutale Erleichterung, wenn du siehst, dass endlich das richtige SEK-Team dort auf die Insel gehen. Also es sind 2 Teams, die teilen sich auf und ja. Stonks. Ich schaue amigs noch gerne so die Dinger, wo halt eben irgendwie welche Serienmörder oder so interviewt werden. Ja. Ich weiss nicht, aber Teil-Serienmörder haben zum Beispiel auch geholfen, andere Fälle aufzuklären, nachdem sie gefangen worden sind. Aber eine finde ich ganz speziell. Sie war die 10. Frau in den Vereinigten Staaten, die Todesstrafe bekommen, glaube ich. Ich glaube, sie war die 10 gewesen. Sie heisst Eileen Wuornos. Und wenn du das schaust, du merkst richtig, das ist ein Psycho. Also das ist wirklich brutal. Das ist kurz bevor sie umgelegt wird, sage ich jetzt mal. Das ist vielleicht nicht der korrekteste Begriff, aber ja. Dort hat sie halt wirklich nochmal gefragt, also, ja, wieso hast du das gemacht und all so Zeug. Und sie hat mehr oder weniger gesagt, du, schau, es war nicht meine Schuld gewesen. Ich habe die Männer umgebracht, weil die Polizei es nicht verhindert hat. Das ist der Polizei ihre Schuld. Also die wirklich für sie ist brutal unschuldig gewesen. Sie hat die Männer umgebracht, weil die Polizei sie nicht aufgehalten hat. Das ist nicht ihr Fehler. Und ich dachte, Alter, das ist auch so eine Mentalität, wo einfach mit dem kannst du nichts anfangen. Wenn jemand die ganze Zeit, du, nicht meine Schuld, ich bin's nicht, weiß ich doch nicht was alles. Aber ich glaube, das ist auch das Problem von vielen so Serienmörder, Anschläge. Also das ist auch in diesem Film so. Die haben eigentlich immer das Gefühl, sie haben nichts falsch gemacht. Sie haben das einzig Richtige gemacht, um irgendetwas zu verhindern. Das ist, ja. Es ist einfach, nein. Also, wenn man die Schuld, man kann nicht jede Schuld von sich, also, wegstoßen. Das ist jetzt auch, ich finde es ähnlich wie bei den Dings, am 6. Januar da in den USA. Ich finde es schlecht, wie die Leute dann eben, die Singo stürmen, behaupten, ich bin nur dem Trump gefolgt und so. Ja, du bist schon schuld allein, weil du ihm zulässt. Ja. Er hat verloren, fertig.
Du kannst nicht einfach jetzt rumheulen, weil dein Favorit verloren hat. Aber vor allem, es ist wirklich ein Wunder, wie eine Person geschafft hat, ein Land so brutal zu teilen. Weil man jetzt gar nicht so richtig mitbekommen hat, dass es auf eins links und rechts so brutal getrennt war. Ich weiß nicht, ich glaube, der Joe Biden hat jetzt sowieso eine von der schwierigsten Aufgaben. Und zwar so Amerika, wo sowieso immer noch mit links, rechts und Rassismus und so Probleme hat. Aber jetzt, wo der Donald Trump, wie du es schon gesagt hast, noch extremer geteilt worden ist, die muss er jetzt zusammenführen wieder. Das Ja, ist, er glaube hat das ist so eine taffe Aufgabe. Der hat ist einfach einfach geschissen. die fetteste Arschkarte gezogen. Aber Ja, ich meine, er wird sicher das Beste machen, was er kann. Und er hat auch einen super Vizepräsident. Oder Präsidentin, besser gesagt. ja. Und ganz ehrlich, ich glaube, er wird nur 4 Jahre Präsident sein, weil nachher sagt er von sich aus, habe ich das Gefühl, ja, ich will nicht mehr. Und mein Gefühl sagt mir Kamala Harris oder Kamala, ich hure Debatte, wie man ihren Namen ausspricht, und ich kann es immer noch nicht, wird dann antreten, habe ich das Gefühl, Mhm. für die Demokratische Partei. Und ich meine, sie ist wirklich eine gute Hand. Also nach allem, was ich gesehen und gehört habe bis jetzt, macht sie es auch wirklich gut. Ich glaube auch, ja. Also Hoffnungen haben wir. Aber ich glaube, das wäre natürlich dann wieder Amerika, dann wieder so ein Problem, so eine Frau als Präsident. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ja, mal schauen. Also ich meine, irgendwann muss es so weit sein und es wird passieren. Ob es dann ist, ich habe Hoffnung, Ja. aber ja, ich bin ein Ja. bisschen skeptisch. Vor allem, das Ding ist halt, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber damals Hillary Clinton gegen Donald Trump 2016. Dort hat mir Ivana oder Ivanka, also einfach seine Tochter, interviewt, seine älteste, glaube ich. Und, also Trump seine. Und dort hat sie gesagt, Hillary wird nicht die erste Präsidentin, sondern ich. Und das Ding ist, wenn das die Amerikaner wirklich so schaffen, dass sie Präsidentin wird, dann sind sie einfach hoffnungslos. Also weißt du, schon wieder ein Trump im Haus. Letztes Mal hat es ja schon nicht gebracht. Warum machst du es nochmal? Mm. Ich finde es einfach lustig, wie der Trump einfach so, nachdem er verloren hat, so gesagt hat, ja, wartet mal, es hat erst angefangen, so. Ja, An dem hast du genau gesehen, Bro, der ist genau von diesen Typen, der weiss, dass er verloren hat, aber irgendetwas will sagen, damit er seine Anhänger nicht verliert. So typisch Diktator, wenn er irgendwann mal gestürzt wird oder so. Ja, es hat erst begonnen. Es hat übrigens der Dude, der den Anschlag gemacht hat, von Norwegen auch gesagt, ja, wartet ab, das war erst der Anfang gewesen. So, Ja. nein, Bro, das ist das fucking Ende gewesen, du hast verloren, Kollege. ja, also keine Ahnung, es gibt halt immer wieder dumme Leute in der ganzen Geschichte. Und er wird nicht der Letzte gewesen sein. Ja, Sie vor werden allem- wieder kommen. Vor allem dort in die westliche Richtung. Dort wird es sicher genug Dumme haben, ja. Das ist es. Ja, also ich meine, es gibt auch in östlicher Richtung genug Dumme. Ja, das stimmt. Also, I mean, es gibt teils Dinge, wo man sagen muss, sie machen es wirklich gut. Ich finde Japan zum Beispiel. Ich weiß zwar nicht viel darüber, aber ich habe das Gefühl, sie haben wirklich eine gute Demokratie. Und auch, wo ich dort bin und so, es wirkt alles voll cool. Also weißt du, Ja. was ich meine? Sie sind auch fortschrittlich. Ich meine, die sind ja weltführende Teilsachen. Dann, keine Ahnung. Ich meine, es gibt halt immer noch so seine Probleme in Iran, Irak, in dieser Gegend halt. Und das wird sich wahrscheinlich auch nicht so schnell lösen. Ich meine, dort hat es schon viele Diktatoren, was ich nicht was alles gegeben. Und Terroristen sind halt auch dort häufig. Mm. Ich meine, das ist halt wirklich, ja, heavy. Also es gibt in alle Weltrichtungen etwa gleich viel Doofe, aber das Problem ist einfach die Machtverteilung. Ja. Also ich meine, Weil immer dann, wenn USA, die Dummen der an die Macht kommen, ja. ist halt die mächtigste Person, sagt man, auf der Welt Mhm. schlussendlich. Und dann danach wahrscheinlich der Putin. Aber auch er hat doch, glaube ich, ziemlich Kritik kassiert vor kurzem. Ich glaube, Keine nicht mitbekommen. ich habe gemeint, weil der Nawalny heisst er, glaube ich, weißt du, der Gegner da, der irgendwie vergiftet worden ist und im Mhm. Spital war, dass er angekreidet worden ist. Also der Putin. Halt seine Regierung. Ja. Ja, I don't know. Das ist alles in der Unterwelt.
Das finde ich so. Deswegen aber liebe ich Blacklist. Hast du das endlich mal fertig geschaut eigentlich? Nein, ich bin noch an Vikings dran. Ah, okay, ja, das ist auch okay. Nein, deswegen liebe ich so Blacklist, weil ich finde so genau die Unterwelt extrem spannend. Deswegen habe ich so krass gefunden, ich weiß nicht wann, aber ich glaube 2020, im Jahr 2020, hat das SEK-Team in den Niederlanden einen Container gefunden, wo ein Folterstuhl drin war von der Unterwelt, komplett mit Schalldämpf, also schallhemmend, schalldicht, komplett ausgestattet und drinnen hat es einen Folterstuhl mit Werkzeug gehabt. Und dann weisst du einfach genau, hey, fuck man, es gibt eine scheiß Unterwelt, so die ganzen Mafias und hey, das ist so, das ist einfach brutal, Alter. Die machen die, glaube ich, Sachen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und im Blacklist ist, glaube ich, genauso, deswegen ist das eben so erfolgreich, weil dort wird wie so, ja, halt die Unterwelt wie so quasi zeigt, ey, sie ist überall und jeder, mit dem du es irgendwie zu tun hast, könnte die Unterwelt verbunden sein. Und ja, finde ich hure geil, so Zeug. Eben auch mit so Vergiftungsanschlägen und so. Das ist alles aus dieser Unterwelt raus, wo irgendwo über ein Darknet kommunizieren. Und ich finde das hochinteressant. Mega krank natürlich, aber mega interessant. Aber ich glaube, sobald du dich irgendwie mit der Unterwelt anlegst, bist du gewesen, diese. Ja, also ich meine, das ist halt nicht etwas, wo wir machen sollten. Aber, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie gut das zum Thema passt, aber ich meine, Drogen und so gehört für mich zumindest auch zu der Unterwelt. Also so Ja. die harten Drogen vor allem. Und ich habe erst gerade vor kurzem mal etwas gesehen, von wegen Portugal ist 2010 oder 11 oder so, glaube ich. Vielleicht ist das aber auch ein komplett falsches Datum, kann auch sein. In einer totalen Krise gewesen, wegen dem Drogenkonsum. Mhm. Und 1% von der Bevölkerung war kokainabhängig gewesen. Das ist heavy. Das ist richtig heavy. Und ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie das genau war, aber sie haben halt immer mehr Verbote und so ausgesprochen gehabt. Es ist halt immer schlimmer geworden von Jahr zu Jahr, bis sie Experten oder noch andere Experten, muss ich vielleicht sagen, dazugezogen haben, die denen gesagt haben, ja, macht einfach alles legal. Von Heroin zu Crack zu einfach normalem Gras und so, macht alles legal. Und tun stattdessen das Geld, das für die Verbote, was ich nicht was alles aufgewendet wird, dazu einsetzen, die süchtig sind, wieder zu sozialisieren. Mhm. Und erst ab dann ist es wieder stark runtergegangen. Ja. Aber ich habe es allein schon brutal gefunden, dass 1%. Ich meine, das ist. Es tönt noch nicht viel, aber. Warte, ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner Portugal hat. Ich bin jetzt auch gerade Portugal. Ich bin auch gerade am Googlen. 10,28 Millionen 2019. Also 10,28 Millionen. Ja. Muss, ich mach schnell. 1000. Das sind 102.800 Menschen. Kokainabhängig. Also das ist brutal. Das ist Das ist- wirklich next level heavy. Das ist einiges. Ich meine, stell dir mal vor, du stehst irgendwo und 102.000 Menschen, 103.000 eigentlich fast, stehen vor dir alle kokainabhängig. Das wäre wie The Walking Dead. Ja, so kannst du es ausdrücken. Ja, Also also es ist- ziemlich. Nichts, wo ein Land will voraus sein, sagen wir es mal so. Gut, aber eigentlich, ich weiss auch gar nicht, welches Land im Moment so ein bisschen führend ist in Sachen Drogen. Mm. Gut, also ich meine, legal Holland halt. In Sachen Gras zumindest. Es heisst Niederlande. Ja, ich weiss, ich bin aber selber Holländer. Ich darf. Digga, Holland ist einfach so wie so anscheinend nur so ein Bundesland oder so ein kleines Unterland oder Teil von Niederlanden. So. Yes. Das Aber sagen. die gehen halt einfach alle her. Der Rest von den Vermutlich, ja. Niederlanden, keine Ahnung. Da geht Juckt, halt glaube ich, niemand. niemand. Nein, da geht niemand wirklich her. Also, ja, sorry, ich habe dich unterbrochen, red weiter. Ich glaube, ich habe eigentlich nicht mehr gerade so gehabt. Gut, also ich weiss halt einfach aber nicht welches Land. Aber was mir noch lustig, was mir aufgefallen ist bei Vikings zum Beispiel, dort nehmen sie regelmäßig Drogen. Ja, halt bei so sehr Sachen, also bei. Ja. Ja, weiss, was und du es ist, also und dort ist mir halt einfach
nochmal aufgefallen, wie abhängig Religionen von Drogen sind. Also, du musst dir das mal wirklich überlegen. So viele Religionen sind einfach wegen Drogen entstanden. Also, wenn du jetzt zum Beispiel Dings anschaust, wie heisst's, in Südamerika, so die ganz alten Religionen teils, die haben ja viel mit irgendwelchen Drogen und so zu tun gehabt. Und dann haben sie einfach gesagt, ja, das braucht man als wie Mittel zum mit den Göttern kommunizieren. Aha, ja, gut, doch. So, ja. Und ich meine, das ist dann schon so, ja gut. Speziell, dass wir, ja, weil man kann gar nicht, es ist hure schwer dazu eine Aussage zu machen, ob man jetzt Drogen unterstützen sollte oder nicht und welche. Ich meine, so die ganz Härte logischerweise nicht. Das ist einfach eins zu viel. Welche Drogen würdest du denn unterstützen jetzt so? Also würdest du jetzt sagen, die sollen wir legal machen? Ich persönlich sehe nicht so ein Problem im Gras. Ja. Also man muss einfach halt geregelt haben, wenn wir es nehmen dürfen und wenn nicht. Also im Sinne von, du darfst Gras rauchen, aber du darfst dann nicht Auto fahren oder so. Ja. Also weißt du, so Sachen müssen natürlich geregelt sein. Ja. Aber sonst sehe ich das Problem nicht gross. Ich meine, es gibt ganz viele andere Länder, wo das schon lange legal ist. Wie aber zum Beispiel die Niederlande oder die USA. Oh, in den USA, mein Gott, wo wir in Los Angeles sind. Der Flughafen hat so brutal nach Gras geschmeckt im Fall. Mhm. Egal wo du bist, du hast Gras geschmeckt. Es war nicht mehr gut gewesen. Ja. Ja. Ja, ich weiss eigentlich gar nicht, was noch mehr sagen. Ich hätte jetzt das Gleiche gesagt. Also ich finde jetzt, ich finde so Regeln müssen natürlich gemacht werden. Auch jetzt zum Beispiel, ich würde es dann auch nicht geil finden, wenn halt ich durch den Flughafen durchlaufe und es schmeckt in jedem scheiß Ecke nach Gras. Also dann würde ich dann auch irgendwie wählen, dass sie sagen, ja, nur Outdoor oder so oder im privaten Grundstück, aber nicht irgendwie in öffentlichen Gebäuden. Mhm. Oder in geschlossenen öffentlichen Gebäuden, was auch immer, halt einfach überall, halt so, dass die Leute in der Öffentlichkeit, die halt nicht den Geruch haben wollen, dass sie sich von dem nicht gestört fühlen. Das ist ja, glaube ich, das Hauptargument von diesen Leuten. Aber sonst sollen es überall eigentlich und auch so viel, wie sie wollen und auch, ja, finde ich eigentlich wichtig, weil es wird so oder so gekifft, es wird so oder so dealt. Die Frage ist nur, wenn ihr es im Versteckten und wenn ihr dann irgendwelche Papierli oder Gras Zeugs dann irgendwie am Boden haben oder keine Ahnung was, oder wenn ihr es einfach öffentlich machen und dafür wissen ihr, wie viel und wo und wer so. Keine Ahnung. Mhm. Macht für mich mehr Sinn. Ja, bin ich gleicher Meinung. Ich glaube, wir wären etwa... Ja, habe ich auch gerade Angekommen. sagen. Bei jetzt ungefähr 42 Minuten 45. Ungefähr. Yes. Also, let's go, Alter. Fragengenerator-Folge, wie immer, 12. keine Ahnung was. 200, irgendeine Zahl. Das ist Scheißegal. 200. Also, 3, 2, 1. Der Fragengenerator. Yes. Yes, Yes, passt. sir. Also, fasst du mal an. Bradadada. Bradadada. Und die Frage ist Geld fantastisch? Yes. I mean, es ist lebensnotwendig. In den allermeisten Fällen. Ja. Und ich finde, Geld ist so das, was uns an der FMS am meisten fehlt. Ja. Also momentan natürlich auch so. Einfach generell der Unterricht an der FMS. Aber Geld ist so da so. Wird noch ein paar Jahre kritisch sein bei uns. Ja, also ich meine, wenn wir jetzt noch irgendwelche Studiengänge oder so machen, dann werden wir erst alt verdienen. Sage ich jetzt mal. Meine Mutter Das hat ist so. erst so richtig angefangen zu verdienen, wo sie um die 30 war. Also sie hat halt das Pharmaziestudium gemacht. Und dann hat sie noch eine Stelle in einer Apotheke halt müssen bekommen und so. Mm. Also noch vor 30, aber näher an 30 als 20. Ja. Ich meine, das ist schon heavy, wenn du erst dann verdienst. Ja, es ist eben schon. Aber das ist bei uns im Fall. Also, wenn ich jetzt Physiotherapie studiere, dann geht's noch. Dann habe ich jetzt noch 2 Jahre FMS. Also, jetzt, nein, eigentlich noch das halbe Jahr fertig, 2,5 Jahre FMS. Und dann noch 4 Jahre Studium, das heisst 6,5 Jahre. Mhm. Jetzt bin ich 17, das heisst, ich verdiene auch erst frühestens mit 21, 22. Ich hätte mit 21 wäre ich in der Lehre Bra. ausgelehrt gewesen.
What the fuck, kann ich nicht rechnen, Alter, holy shit. Ich habe gerade irgendetwas ergibt nicht so viel Sinn. Warte, ich habe 2 Jahre, 1,5 Jahre FMS. What the Nein, 2 Jahre. Nein, Bruder, ich habe gesagt, jetzt bin ich 17, in 6 Jahren bin ich fett mit Schule. Ich habe gesagt, ja, also verdiene ich erst etwas mit 21. Bro, what the fuck? Fucking 23, Alter, oder 23,5 oder 24, sagen wir mit 24. Digga, what the fuck? Gut, und tendenziell sogar noch später. Wegen Militär und so. Ah, fuck. Das kommt ja auch noch. Das Jahr dazwischen. Also mit 24. Ja, beim Militär verdienst du etwas so 5 Waffen auf die Stunde oder so. Tag. Also, ich weiss ja nicht, aber du mit dem verdienst kommst du etwas. nicht weit. Beim Studieren verdienst du nichts. Ja, gut, das stimmt. Du musst immer so am Ferienjob schiessen man kann irgendwie. Also für mich ist, ich habe Ferien, ich will Ferien, ich will nicht arbeiten. Ja, aber das kannst du dich nicht gewöhnen. Also ich will alle Ferien, also vor allem Sommerferien, gehe ich immer arbeiten, mindestens 2 Wochen. Meistens so bei meinem Vater. Ja, das ist etwas, das kann und wird ich mich nicht dazu motivieren können. Also, ja, keine Ahnung. Belastend. Aber das schießt mich immer. Also eine Kollegin von mir, die hat auch in so einem kleinen Lädeli oder so gearbeitet und sie hat einfach den ganzen Tag damit verbracht, irgendwelche Sachen zu etikettieren. Hm. Also, Was du nie darfst machen, ist im Tretafino arbeiten. Das haben 2 von meinen Kolleginnen gemacht und sie haben gesagt, das ist die Hölle. Also erstens der Gestank und wirklich, du machst einfach immer die gleiche Bewegung am Band. Und ich weiß nicht, ob du schon mal Charlie Chaplin Industrialisierungsfilm geschaut hast, aber dort ist auch, wird auch so demonstriert, was passiert, halt, dass du die Bewegungen mit in den Schlaf nimmst und dass du die Bewegung die ganze Tag mitmachst. Und das ist bei ihnen wirklich auch so gewesen. Und du verdienst nicht viel, also ja, mach das nicht. Gang lieber irgendwie der Aldi, Digi, der Aldi zahlt 25 Stutz auf die Stunde für Ferienschöppler. what the fuck? Das ist hure viel. Ja, lol. Also keine Ahnung, aber irgendwie ich verbinde so Detailhandel in Lebensmittelgeschäften so immer mit Stress. Ja, ist es vermutlich auch. Also ich meine jetzt in einer kleineren Filiale, jetzt, also jetzt sagen wir zum Beispiel Aldi sind ja je nachdem nicht die grössten oder Volk. Das ist sehr klein dann einfach. Mm. Ich habe das Gefühl, dort wäre es voll chillig. Also weißt du, hast meistens nicht so viele Kunden. An der Kasse hast du nicht den grössten Stress und zum Einräumen, du kannst dir nicht Zeit lassen, aber du fühlst dich nicht so gestresst, weil ringsum Leute rumsäckeln. Ja, aber wenn jetzt stimmt. zum Beispiel im Coop, also gerade da in Lenzburg beim Bahnhof zum Beispiel, Ja, also das wäre die Hölle für mich, habe ich das Gefühl. Und zwar also nicht nur stressmäßig, sondern auch vom Beruf her, das wäre einfach nicht für mich. also die Migros in Burs, die ist ja hure gross. Die ist brutal. Das ist Gut. brutal, diese. Nächste Frage. Also nein, ist das Fazit, ist Geld fantastisch? Ja, es ist unglaublich fantastisch. Oder? Yes. Ja. Very much. Ja. Also, ich bin dran. Bra. Ist Lachen schön? Ja. Ja. In gewissen Momenten kann es natürlich falsch überkommen, kann auch ein bisschen respektlos sein, aber das Lachen ist grundsätzlich schön. Hast du So ein gewusst, Psycholachen. dass hast du gewusst, dass beim Lachen die Luft mit mehr oder bis zu 100 km/h durch die Lunge durchfetzt? Ja gut, I mean, in Das ist hure heftig. dem Fall. Ja, dann weisst du so, dann weißt du so, immer musst husten, wenn du irgendwie verkältet bist und anfängst zu lachen, Junge. Ja, ist so, aber hure geil. Okay, willst du auch noch etwas hinzufügen? Keine Ahnung, ich meine, Lachen, das kannst teils Leute lachen, so das böse Lachen. Weißt du, von einem Bösewicht oder so, wenn er Ja. den bösen Plan verrottet. Dann ist es einfach lustig. Nicht schön, aber lustig, finde ich. Ja. Es gibt auch so Lachen von Lachen von Leuten, die einfach nur vom Lachen her musst du einfach mitlachen. So. Ja, mein Gott, es gibt ein Video. Ich weiß nicht, vielleicht hast du das auch schon gesehen, aber ich gehe jetzt mal nicht drauf. Sie heißt Brandy TV auf YouTube. Und sie tut in allen ihren Videos nimmt sie irgendwelche Brownies oder so, wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Und tut sich danach als ihren Charakter schminken. Oder verkleidet. Also schminken ist der falsche Begriff, weil sie macht es mit Acrylfarbe. Also das ist wirklich heavy. Wie zum Beispiel, ich weiß nicht, Ariel kennst Ja. alte Disney-Film Ursula da, oder die Tintenfischfrau. Als die hat sie sich schon verkleidet. Und dann hat sie einfach, oder mein absolutes Lieblingsvideo überhaupt ist dort, wo sie sich als der Grinch verkleidet. Sie lacht dort so lustig und ich muss jedes Mal Tränen lachen.
Ich habe das noch nie geschaut, ohne müssen zu heulen im Fall. Geil. Das ist richtig heavy. Ja. Nein, aber Lachen ist doch toll. Lachen ist gesund. Yes. Okay, du bist dran. Roll. Ist Fortschritt eine Illusion? Ich finde es gut, dass es einfach still ist. Ja, I mean, wunderschön. nein. Aber was überraschend ist, wenn du den Fortschritt anschaust, in den letzten, keine Ahnung, 2000 Jahren etwa, dann haben wir uns erst in den letzten 100 bis etwa 100 Jahren so richtig brutal schnell entwickelt. Ja, dann Aber 100. nur in Sachen Technik und so. In Sachen Dummheit sind wir, habe ich das Gefühl, noch Ja. gleich weit. Dummheit und Menschenrechte sind wir immer noch etwas gleich. Nein, Menschen auch gut, Frauenstimmrecht ist natürlich dazugekommen. Aber das ist verdammt spät erst gekommen, verdammt. Ja, es ist traurig. Still traurig. Aber was ich sagen muss, das nimmt mich sehr wunder und ich überlege das auch irgendwie immer mega häufig. Ich meine, es hat noch nie zuvor, zumindest soweit wir wissen, auf der Welt so Sachen gegeben wie Film oder so Autos und so elektronische Sachen, oder? Wie wird das sein in 1000 Jahren? Ich meine, wir wissen so gut wie nichts mehr über Sachen, die 1000 Jahre her sind oder so. Wir haben noch, gut, wo bei dann im Mittelalter war, da wissen wir vielleicht gerade noch so etwas. Aber theoretisch gesehen müssten wir doch jetzt mega viel erhalten können. Mhm. Also, wenn du weißt, was ich meine. Ich meine, jetzt ist ja alles irgendwie online gespeichert, was ich doch nicht was. Und das müsste ja sich in diesen 1000 Jahren auch weiterentwickeln. Und es würde ja dann nicht einfach verschwinden. Sollte nicht verschwinden, sagen wir so. Es gibt immer irgendwelche Unfälle und die werfen die Menschen immer zurück. Wie zum Beispiel, wo die Bücherei in Alexandria abgebrannt ist. Mhm. I don't know. Also ich fände das voll interessant, wie es in 1000 Jahren aussehen würde. Ja, same. Ich fände es immer schon interessant, wie es in 100, 200 Jahren aussehen wird. Ich wollte wissen, ist es denn wirklich so, wie man es voraussagt? Ist denn alles mit Elektroautos oder sogar fliegenden Karren oder wie? Also ich kann mir das hart nicht vorstellen. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, Aber dass bis dort sich gar nicht so viel wird verändern. Also 1000 Ja, Jahre schon, das aber Gefühl. 100, 200 Jahre. Ich glaube, das wird vielleicht vom Design her werden die Autos vielleicht ändern und vielleicht ist mehrheitlich Elektroautos unterwegs, aber ich glaube wirklich mehr irgendwie nicht im Fall. Also, oh Gott, was soll ich jetzt sagen? Ah, ja genau. Sorry. Ich glaube, wir werden jetzt erstmal uns nicht mehr so schnell und weit entwickeln. Also wie jetzt in den letzten paar Jahren, seitdem das Internet dazugekommen ist. Ich meine, Computer haben sich ja sehr schnell jetzt weiterentwickelt gehabt. Das kann man ja so sagen. Aber ich glaube, für die nächsten, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 20 Jahre oder so, da wird es noch keine so grosse Veränderungen geben, wie jetzt eben zum Beispiel fliegende Autos. Das wird erst viel später kommen, falls überhaupt. Ich glaube, wir haben ja schon mal darüber diskutiert, ob es überhaupt gescheit ist, fliegende Autos zu haben. Genau, ja. Ja. Okay, next one. Ah nein, jetzt ist Fazit. Ist Fortschritt eine Illusion? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Haben wir gesagt. Okay, gut. Ist Mut notwendig? Ja. Aber Meistens schon, ja. meistens schon. Einfach, manchmal ist es ein bisschen erwarteter als andere Mal. Also, jetzt Es ist ein Unterschied. Man muss Mut und YOLO unterscheiden können. Ja, genau, das ist mal das eine. Aber das andere ist auch noch, es kann problematisch sein für alle Menschen auf der Welt, wenn du in der falschen Situation mutig bist. Weil jetzt zum Beispiel, ich beziehe so Sachen immer auf den 6. Januar und es tut mir leid, aber das ist so ein gutes Beispiel. Weil, also für alles einfach. Ich meine, es hat gleich noch Mut gebraucht, ins Kapitol zu gehen und das zu stürmen. Das machst du nicht einfach so. Ja. Ich meine, das schadet einfach allen Menschen. Ausser die das Gefühl haben, es hilft ihnen, aber ja, die haben ja selber auch keine Ahnung. Mhm.
Also keine Ahnung, einfach mutig in der richtigen Situation sein und das Leben ist gebunkt. Gebummt. Ja, ich finde Mut ist auch, Mut muss auch amig sein. Also wenn du ja keinen Mut hast, dann kommst du ja irgendwie nicht an, oder nicht? Ja, du kannst dich auch nicht bewerben oder so. Ja. Oder telefonieren, mein Gott. Alter, nein, Das hör ist mir so ein auf. schlimmer Akt schon. Ah, Oh, ich hasse es, Junge. Und ich bin so scheiße. ich auch. Weil, also keine Ahnung, ich merke, wie mein Herz so hure schnell Ja. klopft. Und ich bekomme so wie nicht genug Luft, weil mein Herz so schnell klopft. Also, du kannst nicht am Telefon Ja, führen. ich wollte fragen, für Praktikum. Also, Kann man bei ihnen schnuppern? Dann denken die sich so, Junge, was ist dein Problem? Aber mein Gott, du hast noch nie Angst gespürt, bis du schaffst und das Telefon läutet. Und zwar schaffen im Sinne von wirklich in einem Geschäft oder so. das hast Dann mir hast du erzählt. Angst. Oh. Ich meine, Ja. da bist nicht einfach du, der dich blamiert, sondern du blamierst das ganze Das ganze Geschäft. Geschäft, ja. Und das ist mega... Geiler das ist richtig Scheiß. schlimm. Okay, also ist Mut notwendig, ja. Yes. Gut. Last one. Du bist. Ich, Roll. Ja, ich habe so keine Ahnung mittlerweile mehr. Okay, ist Europa bezaubernd? Europa. Ja. 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 I mean, es hat schon schöne Sachen in Europa. Ja, ich glaube schon auch, ja. Ich meine, es Ist hat auch es- seine Probleme, aber Es ist okay. es ist fortschrittlich, kann man sagen. Ich meine, Ja. wir sind weit. Wenn wir jetzt aber so schöne Sachen, keine Ahnung, ob man über jedes Land, wir weiss halt nicht über alles gleich viel. Wir wissen nicht über alle das gleich viel, ja. Ja, das ist so. Wenn jetzt zum Beispiel, ich meine, in Spanien, da kannst du sicher irgendetwas sagen, von wegen, ja, das Essen ist schön oder Strand oder so. Portugal, das Essen ist schön, ja, genau. Schön hast du gemerkt. Das Essen ist gut. Oder zu Portugal kannst du auch das Gleiche sagen. Ich meine, Franzosen, die sind ja auch berühmt für den Eiffelturm zum Beispiel. Und das Essen auch. Irgendwie ist alles mit dem Essen einfach berühmt. Wir sind auch mit, also die Schweiz ist auch mit Essen berühmt. Also Käse und Schoki. Einfach Käse, ja. Ja, und Toblerone und Schoki. Aber jetzt so andere Länder, da wüsste ich gar nichts drüber. Wenn jetzt zum Beispiel... Deutschland. Ja, Ja, gut, das aber ist- nein, jetzt mal for real, für was sind die eigentlich bekannt? Also bekannt. Ja. Also ich meine, ja, weißt du, wenn du jetzt Äh. irgendwie, eben du sagst jetzt, wenn wir jetzt an Frankreich denken, dann denkt jeder instant, zack, Paris, Essen, Gourmet-Restaurants, Eiffelturm. Wenn wir an Spanien denken, denken wir gerade, oder ich zumindest, an Meer, an warm, an Essen. Portugal ist auch gesagt Essen. Also, like, an was denken wir, wenn wir an Deutschland denken? Wenn ich an Deutschland denke, denke ich irgendwie automatisch an Hartz IV von RTL 2. Das ist traurig. Es ist wirklich traurig, aber es ist so. Was gibt's? Ja, Berlin. Also ich bin noch nie dort gewesen, aber es soll ja schön sein. Kölner Dom, den habe ich gesehen. Aber ich muss sagen, er ist nur von außen schön. Ja, kann Innen ich drin ist er bestätigen. nicht so der Hammer. Ja. Da bin ich ziemlich enttäuscht gewesen sogar. Ich habe so erwartet, es ist außen schön, also ist es innen auch schön. Aber nein. In dem Fall nicht. Aber so andere Länder wie zum Beispiel Polen. Ich Ja. kann dazu keine Aussage machen. Ich habe Doch. keine Ahnung. Was? Diebe. Nein! Oh Gott, jetzt kommen Das dann ist schon wieder etwas, was du anschaust, oder? Jetzt kommen dann schon wieder die Polen dort zu mir und schlagen mich zusammen. Was heisst schon wieder? Also, aha, ja, nein, nicht schon wieder. Nein, aber da bekomme ich Krieg mit den Polen. Mit den Polen, mit den Polner. Wie sagt man? Polnisch? Polen. Mit den Polen. Hätte Okay. ich jetzt gesagt. Ich habe Gut, keine Ahnung, einfach aber mit den das Polen. klingt richtig. Gut. Nein, ich weiss einfach, ist nicht, ich glaube, Polen und, was ist es? Ungarn? Oder so. Ohne die beiden würde die EU brutal viel Geld sparen. Ja, dann schmeißt Also ich es glaub- doch einfach raus. Ende letztes Jahr ist irgendwie so etwas gekommen,
Von wegen, wenn die beiden einfach nicht mehr dabei wären, dann würde die EU so viel Geld sparen, es ist irgendwie brutal. Aber ich frage mich, für was? Also, die müssen das Geld in dem Fall für irgendetwas brauchen, aber für was? I don't know. Vielleicht Versicherungen, die gestohlene Autos mit zurückzahlen. Nein, keine Ahnung. Falls es irgendjemand weiss, können sie ja einfach in die Kommentare schreiben oder so. Es hat noch nie irgendjemand in die Kommentare geschrieben, wie Ja, wir das es fanden. überrascht mich vielleicht sie auch nicht gross. Aber man kann es ja immer noch sagen. Man kann es einfach versuchen, um sich einfach wie so ein YouTuber zu fühlen. Schreiben Sie Comments! Schreiben sie Comments. Write your opinion down below. Nein, also, ist Europa bezaubernd? Ja. Eigentlich Das schon. meiste, ja. Die meisten Länder. Ich habe noch einen Witz. Ich habe gestern, ich weiß gar nicht mehr, wie der Typ heisst, der hat einen genialen Witz erzählt, über Adam und Eva. Sollen raushauen. Fett's raus. Also, es ist irgendwie so, Adam und Eva sitzen so dort, kommt so der Gott und sagt, ja, ich habe euch ein Geschenk gemacht, eine Fähigkeit, die ich euch schenken will. Und dann sagt der Adam, oh mein Gott, was ist es? Sagt der Gott, ja, dir habe ich die Fähigkeit geschenkt, im Stehen zu pissen. Geht der Adam von Baum zu Baum, wie so ein Affe von Baum zu Baum, pissen überall an, versucht in alle möglichen Winkel und Reichweiten und Höhen irgendwo zu pissen. Und dann irgendwann kommt er zurück und sagt, oh, und was hat Eva bekommen? Sagt der Gott, ja, ein Hirn. Ja gut, I mean, Ja, ist jetzt nicht der Beste, aber ist okay. abstreiten kann man es nicht unbedingt. Ja. I mean, das ist jetzt auch wieder so frauenrechtlich gesehen wieder. Ja. Wer weiss, wie weit die Menschen schon wären, wenn die Frauen von Anfang an gleichberechtigt gewesen wären. Also, ich meine, die haben ja so lange nicht können studieren und so. Vielleicht hätten wir ja doch jetzt schon fliegende Autos. Wenn die Frauen, ja. Ich Vielleicht. meine, das, you know. Wir wissen es halt einfach nicht. Tja. Belastend. That's very depressing. Ey, in Rechenaufgabe. Oh nein. Peter ist 66 und seine Freundin 22. Wie viel Geld hat der Peter? Was kommt jetzt? Ja, Null. das ist der Witz, es kommt nichts auf die Post. You're welcome. I Oh can Mann. ruin every single joke. Ich schwöre. Ich schwöre. Oh Junge. Oh, Das ist nicht mehr fuck. gut. Es ist 11 Jungs und es ist kritisch da. Ich schwöre. Das ist wie I weiß, I know, I weiß, I gelb. I know, I weiß, I get. Ah. Okay. Also wir haben mal wieder, glaube ich, eine gesunde Länge, oder wolltest du noch irgendetwas hinzufügen? Nein. Nein, gut, dann wir kannst du haben's. gerade mal dein Schlusswort raushauen. Oh Gott, über was haben wir heute geredet? Tun kein Kind umbringen, sonst kommen wir ins Gefängnis. No shit. Was? Das ist meine Weisheit. Fuck. Gut, also. Ihr habt es gehört, kein Anschlag mehr, keine Bomben, keine Kinder umbringen und foltern. Einfach, macht am besten einfach gar nichts. Einfach, So verhindert ist alles. ja, genau. Aber nichts machen, das ist das Beste. Und ja. Übrigens, für die bis jetzt gelassen haben, die Frage mit, wie das sein kann, dass zwei verschiedene Emotionen die gleiche Reaktion auslösen. Die Antwort ist in den Kommentaren vom letzten Video. Also, ist der Schule notwendig? Dort in den Kommentaren ist die Antwort angeschrieben. Ich habe sie dort ergänzt für die sich für das interessiert haben. Habe ich einfach noch schnell sagen. Gut. Ich habe es schon wieder vergessen. Ja, wonderful. Also, dann wünschen wir euch einen wunderschönen Sonntag. Lernt schön, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Und ja, Gut zu überleben in der Pandemie. genau. Haltet euch weiterhin erträglich. Ich habe keinen Bock, 2:23 immer noch da zu sitzen. Also, Jungs, habt eine schöne. Ja. Schöne Woche.
Schöne Woche. Das war es leider auch schon gewesen. Die schlechten Fragen sind alle beantwortet und die unlustigen Witze von den spontanen Gulu-Gulu-Nutzer und möchten gerne Fanboys Josh und Raoul beantwortet wurden. Wir hoffen, dass es euch ihre Zeit wert war, unseren Blödsinn anzuhören. Falls ihr noch irgendwelche Fragen oder Ideen hättet, könnt ihr die uns gerne einfach anschmeißen. Und wir bedanken uns ganz vielmals für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Peace out.